Ja, 114, wo postet taub das Evangelium, da wir oben mal haben. Und dann von der unsere Botschaft erst an, Gott seine Versprechen dort gesagt. Es kann sein, dass das Wort von oben mal, Gott seine gesagt, das verlangt, dort die Israeliten, die Juden, herrlich leben dann, haben dort bewiesen, dort sei an Gott glaubten. Aber die Juden, durch die Jahren, nehmen dort Gesetz und proben dort Gesetz zu brücken, um ihre Radung verdienen. Und da wir nicht dort gebraucht, was Gott das Gesetz hat gegeben. Und von der werden wir sein, Wort zu Wort wird das Gesetz gegeben. Und wo schafft das taub mit unserer Radung, was durch Glauben ist. Wir sind von der in Galata Kapitel 3, 15 bis 25. Und das Thema von der ist, Gott seine Versprechen und dort Gesetz. Und dann ist die Version von der, sei wie Paulus jetzt wieder mit den Gedanken, was er angefangen hat, in Galata Kapitel 3, die 14. Vers. Und das Beispiel, was er hier brücken hat, ist, um uns lernen, uns da klar merken, dass den Sehen, was noch Abraham kommen wird, und der Abraham kommen wird, noch all sie noch kommen, ist auch an uns, wie wir Gott seine Kinder sind. Wir sind gerade wild wie Glauben. So wollen von der sein Wort und woran gibt Gott der Jesaz. So werden wir in 15. Vers anfangen. Und hier redet Paulus wieder. Und das war einmal schwer, wenn einer seine Versen durchgehen, dann hier einen mehr Gedanken abhören. Aber wir haben nicht Zeit, um das ganze Kapitel durchgehen, eine Sonntag. So in 15 geht Paulus wieder und er merkt den Beispiel. Und der Beispiel ist das, dass der alte Bund kann nicht ein Port gesagt oder zu sie gesagt sein, wenn der neue Bund kommen wird. So Wort von Bund redet er. Der Bund wird nicht zu sie gesagt. Und das ist der Bund, was Gott mit Abraham merken wird. Was wir der neue Bund, was kommen wird, wird nicht der alte Bund zu sie sagen. Dort wird das Bund, was mit Moses wird gemerkt, das Gesetz wird durch Moses gegeben, und dort ist der neue Bund. Und was Paulus hier lernt, ist, dass nicht, dass Jesus besonders ein ganz neuer Bund ist, dass wie der Jesus Christus gerettet sind, ein brandneuer Bund ist. Paulus, was er hier lernt, ist, wenn wir Jesus annehmen und ein Bund sind mit Jesus, durch Gnade, willst wir glauben, dass er trägt und als Port von dem ersten Bund. Der erste Bund ist das. Wir glauben Gott und uns wird geteilt, dass Gerechtigkeit. So, er bringt hier ein Beispiel. Und er sagt, liebe Brüder, und das ist der 15. Vers. Ich gebe Ihnen das manche jetzt Beispiel. Wenn Menschen ein Testament merken, wird das nicht verändert, wann das erst geschrieben ist. Da wird dann nicht mehr zugesagt und nicht wahrgenommen. Wenn wir das lesen, dann das Beispiel merkt vielleicht nicht ganz so viel Sinn noch an, als das wird für die, was das Stiefel lesen, in der Zeit. Wegen der Gesetzen, was unsere jemand merken, die sind so angerecht, dass wenn sie die Gesetze nicht gleichen, dann kommen sie der Taub, das ist eine Regierung, in ein Parlament und merken frische Gesetze. Aber in dieser Zeit, in der römischen Zeit, in der Judenzeit, da wir nicht mehrlich. Sie können nicht bloß die alten Gesetze zu sie sagen. Sie müssen frische Gesetze merken, was stemmen man die alten Gesetze, und die alten Gesetze können nicht die können nicht über sie gebraucht. Und das ist der Punkt, ein Beispiel, was Paulus hier merken wird. Der Bund, was Gott mit Abraham macht, kann nicht gesagt. Wegen dort wird der erste, dort wird der Grundbund für all die, was würden Lothar kommen. Und dann wieder sagt er, dass diese Versprechen erst gegeben für Abraham und auch seine Nachkommen. Wir sagen in Paulus trägt dort wir an Jesus glauben, wie sind Abraham seine Kinder und wie sind seine Nachkommen. Und das ist seine Vorschlag, das ist das. Was Abraham versprechen wir vor allem
an seinen Nachkommen. Dat sagt nicht an seinen Nachkommen. Nicht an viele, bloß an einen. Und der einer ist Christus. Jesus Christus wie der, was kommen wird, und er wird dort Nachkommen sein, dein Nachkommen sein, was wird es alle Verbrach bringen. Dort wird angefangen wie in Abraham. Jesus Christus wird eine Wahrheit merken. Wodurch wir können an Gott leben und auch dass unsere Sünden können abgeriemt sein und dort Gott kann unsere Sünden ewig Sieg bringen. Das Versprechen ist, dass jede Person, die an Jesus leben wird, wird dort ewig leben haben. Und dann wieder in der 17. und 18. Vers lehrt Paulus wieder, dass die Jesaz kann dort nicht ewig Sieg bringen, dort wird Jesus Christus durch Abraham wird tun. Das ist, was ich meine. Dort Jesaz, dort 530 Jahre nachher kam, haft ein Testament nicht ab, dort Gott vorher Gott gehalten haft. Dort können sie Versprechen nicht ungültig merken. Wenn dort auf Gott durch dort holen in Jesaz-Time, dann ist dort nicht durch, dort Gott das Versprechen hat. Aber Gott gab Abraham dort, wills dort Versprechen hat. So was lehrt Paulus hier? Das hielt sich nur dort, wo Jesus sein deit von der Jesaz. In Matthäus Kapitel 5, der 17. Vers. Hier sagt Jesus es das. Denkt nicht, dass ich gekommen sie, Moses in die Jesaz, und dort, wo die Propheten gelehrt haben, zu nichts merken. Ich sie nicht gekommen, dort ewig sie zu bringen, aber dort zum Erfüllen. So, was der Jesaz? Dort wie ein Bund, wo bis von der Zeit soll sein. Der Bund, was Gott mit Abraham merken, der wir für alle Zeit. Aber der Bund, was Gott mit den Israeliten merken, der wir von der Karte Zeit. Ich glaube, ein Beispiel, was wir können brücken, um das zu verstehen, ist das. Und vielleicht fällt an sich dort nicht, dass es ein Beispiel ist. Aber die Jesazen, was wir nie unser Leben tun, mit Covid-19, die sind nicht für alle Zeit. Die sind bloß für die Zeit, wo die Pandemie ist, und das schwierigste Pandemie vorbei ist, dann wo wir zurückgehen, nur die Jesazen, was die schweren. So, die Jesazen, was wir sich Land haben, die sind sozusagen, die sind der Grund Jesazen. Und dann von der Karte Zeit, bei der Zeit wurde nicht eine Pandemie mehr, in der Zeit wurde nicht mehr eine Pandemie sein. In der Karte Zeit sind die besondere Jesazen, die uns durch diese Zeit bringen. Und so ist es auch mit der Jesaz, was Gott zu Moses gegeben hat. Da wir mal für die Karte Zeit zwischen Abraham und wo Jesus Christus würde den Bund erfüllen, dort wird in Abraham wir angefangen. Und in Kraxene war wir sind dort von der und da, und wir wollen dort noch für mehrere Jahre sein. Ich glaube, wir wollen mehr sein, wenn die Pandemie alle weiter normal ist. Und die Pandemie ewig ist. Und Covid-19 bis eine gewöhnliche Krankheit ist, der Flu, irgendwas, die wollen so nicht sein. Was proben nach, so zu leben, dass Covid-19 das große Ding ist. Und sie wollen das ganze Leben so anstellen, so dort die Jesazen, die angefangen sind von dir, die für alle Zeit sollen sein. Wir sollen nicht uns holen an das Jesaz. Das Jesaz ist nicht das vollkommene Bund mit uns. So ich will uns weiter halten denken, was ist das Versprechen? Was ist der Bund? Römer Kapitel 10, der 13. Vers, stimmt sehr mit was Paulus hier lernt hat in Galata. Und er sagt, wer einmal den Herrn in seinen Namen anraubt, wird seilig worden.
Das ist eine klare Versprechen. Wer einmal den Herrn sein Namen anraubt, in Ordnung zu sein, wer einmal den Herrn annehmen wird, im Glauben am Anraupen und Vertrauen, der wird seilig werden. Das ist das Versprechen, was Gott nach Abraham geben hat, das ist das Versprechen, was er uns geben wird. Dann die Frau, ja, ich rede ein klein bisschen zu Wort Gott, das ist Jesaz. In den 19. Vers fragt Paulus dann, warum dann dort Jesaz? Wenn dort Gott sein Plan ist und einmal gewusst ist, dort wie durch Glauben gerat sind, warum jäif Gott das Jesaz? Die Antwort ist in der nächsten Part von 19. Dort sagt, dort Jesaz wird boven an gejeft, dort wie der an sein kann, was sind das? Paulus redet in Klimbet in Reimer, dort er wird nicht haben gewiss, was sind wir, bitte dort der Jesaz dort erklärt hat. In Reimer Kapitel 7, 7. Vers sagt es das. Was soll wir dann sein? Erst dort Jesaz sind, aber niemals. Ich würde niemals gewusst haben, was sind wir, wenn dort Jesaz nicht gekommen wäre. Ich würde nicht weiten, dort los meint, und ich würde, wenn dort Jesaz nicht seht, lot die dort nicht jankern. So zu Wort hat Gott die Jesaz gegeben. Besonders für die Israeliten, dort wie können sein, wo wir kart kommen. Die Bibel lehrt uns, ohne dort wie ein vollkommen Jesus Christus seine Herrlichkeit holen down. Dort wie perfekt sein, dass Gott perfekt ist. Und vollkommen sein, wie kommen kart. Wir können uns diese Radung nicht verdienen. Wir sein wie kommen kart. So was der Jesaz dann? Der wiest uns, wo wir kart kommen. Zum Beispiel, wir denken klein bisschen an die Tieren, gebauten. Wir weiten, dort wir sollen Menschen reich handeln. Das ist was wir in Hort weiten. Aber der Jesaz lehrt uns, wo wir kart kommen. Zum Beispiel, wir sollen nicht Menschen umbringen. Der Jesaz lehrt uns dann klar, wo wir kart kommen. Wieder Jesus lehrt uns, dass wenn wir Host in Hort haben, wir kommen kart. Das ist so wie ein Mensch umbringen dann. Die Bibel lehrt uns auch, dass wir sollen nicht in einen Menschen seine Früh oder Mann nehmen. Das ist Menschen reich handeln. Und der Jesaz lehrt uns, wo wir kart kommen. Wieder die Bibel lehrt uns, dass wir sollen bei der Wahrheit bleiben. Was lehrt uns der Jesaz? Der Jesaz lehrt uns, dass wir sollen nicht lehen. Und so lehrt der Jesaz uns, wo wir sind. Wir würden dann so denken, vielleicht, würde es nicht viel besser sein, wenn wir bis ausschuldig bleiben? Dort wir bis nicht wissen, wenn wir bis ausschuldig wären und wir wissen nicht, was reich und artig wir. Nee, die Bibel lehrt uns in Römer Kapitel 1, dort Gott hat ein Gewissen in uns Herzen angesagt, dort wie dort klar kann sein, dass du ein Gott ist und dort wie kart kommen dann. Keiner kann verklären, dass sie ausschuldig sind. Nee, ihr sagt erst um uns wiesen, wo wir kart kommen. Wieder in Römer Kapitel 3, der 20. Vers sagt es steht. Willst durch ihr Satzen borgen, wo kein Mensch für Gott gerecht worden, willst du dir erst doch bloß zu sein, was Sünde ist. So wollen wir uns Leben unser Segen tun. Und wie sein, was ihr sagt, sein wird von uns. Ich glaube, es ist klar zu sein, dass der Jesaz bringt niemals Gott in Unrecht. Wir können uns nicht nur das Jesaz tun und sagen, I do pretty good. I'm pretty good. I'm a good person. Ich bin ein guter Mensch. No, nee. Der Jesaz wies uns einmal, wo wir kart kommen. Und an diesem Jesaz wird bloß in Steht bleiben, wurde wir in der Zeit zwischen Abraham und Jesus. Der dritte Part von 19 sagt es dort, was der kommen wird, der uns versprechen wir. Sag wel,
wir sind nicht Juden, aber ich glaube, wie wir Herren nicht Juden sind, das reden uns auch. Jesus ist gekommen, du fehlt nicht mehr, dort wir uns dann an die Jesaz holen. Die Juden brauchen nicht mehr nur die Jesaz holen, wenn Jesus ist gekommen, die Worte erfüllt hat. Und wie wir nicht Juden sind, wir haben auch niemals muss die Juden Jesaz holen, aber wenn Jesus gekommen ist, nu verneuw, sollen wir uns Leben nicht bühren und dort, wo die Jesaz verlangen wird. Wenn die, wer kommen wird, der ist gekommen. Johannes Kapitel 16, der 8. Vers, lehrt uns auch dort, der Geist ist gekommen. Und der Geist lehrt uns nu, was rechtfertig ist. Und wenn der kommen wird er der Welt die Augen aufmerken, über was sind ist, und über dort was Gerechtigkeit ist, und über was gerecht ist. So was ist rechtfertig nu? Wo können wir weiten, was rechtfertig ist? Die Jesaz lehrt uns in Wasser weg, aber das ist der Heilige Geist, was uns dort lehren wird. Und der Lehren, was Jesus uns geben wird, in dem Neuen Testament, sind die Lehren, was der Heilige Geist uns offenbaren wird, dort wir verstehen können, dort wir in Rade fehlen wird. So ich glaube, das ist wichtig dann, dass wir uns heute aufmerken, wir beten nur Gott, wir beten nur den Heiligen Geist und sein wird. Heilige Geist, offenbar mir dort, wo ich kommen darf, sodass ich kann die Sünden vergeben kriegen durch Jesus Christus. Und in 19, der letzte Part von 1920 sagt es das. Dort gesagt wird, durch Engel bekannt gemerkt und uns durch die Vermittler gegeben. Ein Vermittler aber ist nicht nötig, wann sich dort mal um einen handelt. Und Gott ist mal einer. So Paulus hier lernt, dass wir ein Vermittler, und der Vermittler wird gegeben, ein Vermittler ist dann, was zwischen zwei Personen ist oder zwei Tiden ist. Wer wird der Vermittler? Moses. Er wird der Vermittler zwischen Abraham, seinem Bund, und Jesus Christus. Aber, nu ist es nicht mal nötig, dass der Vermittler du ist. Wegen Jesus Christus ist gekommen und er hat uns die Evangelium gebracht. Und dann wieder in eingeschränkte Vers fragt Paulus diese Frau. Erst dort gesagt, dann jängen dort, was Gott versprochen hat. Und dann war ich die Frau, schafft dort jängen der Evangelium? Und die Antwort ist vielleicht ein bisschen anders, was wir würden denken. Das sage ich, nee, durch euch nicht. Und ohne wahr zu sein, die sind nicht überein. Wegen, und die Juden können niemals durch die Jesaz der Rettung kriegen. Und nu Paulus lehrt uns dort, wir sollen die nicht glicken teilen. Einer ist viel besser als der andere. Ich glaube, ein Beispiel, wo wir können brauchen, und Jesus uns auch, wir haben auf uns Hof, wir Krüt, und wir haben uns Garten, haben all solche Städte, die nicht gut sind. Und wir haben dann Fertilizers, so was Hauptdinge wassen, so was Leben bringen dort, und dann haben wir auch Herbicides. Und wir kaufen hier wenig Herbicides und Fertilizers in große Dinge. Und wir wollen das niemals brauchen, wenn Jesus auch sagt, dann wollen wir vielleicht ein alle Margarine-Container oder was auch immer nehmen, dort Fertilizer mixen und dann brauchen für den Tag. Und dann bleibt er was und dann will nicht reinschmieden, dann hält einer dort. Und dann nächsten Morgen nimmt einer Herbicide und will was Krüt Daut merken. Der dann kriegt er mixt dort in einen Container und dann bleibt er was und dann sagt einer zu sieht. Und wenn einer dort nicht abpassen wird, dann geht einer, dann wundert einer, wohnt erst der Herbicide und was erst der Fertilizer. Das ist sehr wichtig zu verstehen, was von Gebrauch jeder Chemical hat. Wegen einer bringt Leben, der andere merkt Daut. Und Gott seine Jesaz
En Gott zijn gebond door Abraham en dan ook door Jesaz als krak zo. De bond wat we door Jezus Christus hebben, dat brengt leven. Maar het Jesaz, dat bond, dat we het hem houden. Maar dat brengt niemand leven. Matthäus kapitel 5, de 17e vers is dit. De vers lees ik over. Dat zegt ik, dat denk niet dat ik gekomen zie, Moses zijn Jesaz en dat profeten geleerd hebben te niets meer. Jezus Christus als die, wat dat laatste herbicide weer, hij droeg den zindenloon aan zich. En hij zegt, ik had het erveld. Door Jezus Christus durven we niet meer onder de Jesaz leven. En dan wieder in 21. Vers sagt, willst dann, wann du wie ein Jesaz Leben gejeft worden, dat du Leben bringen kann, dann wir durch das Jesaz tot Gerechtigkeit gekommen. Dat Beispiel, wat ik brücken deed, dat we hebben voor onze Gottes herbicide en ook fertilizer, dat herbicide wat niemands leven brengt. Dat wordt best dort in ordning houden en aan dat wat slachtet als onder controle houden, zodat dat fertilizer, dat wat komen wordt, kan leven brengen en dat kan gezond wassen. Zo wat ik wel ons van de ermoedien met als dit. Wanneer we proeven onze raden te verdienen, oder proeven wie wir geraad zijn, proeven Gott in Gemeinschaft gehouden met onszelf en met Gott, door de Jesaz, door proeven rij te houden wanneer de mensen rij zijn, oder ook wat de Bibel leren dat we zullen doen in het Oude Testament. Weet dit ganz klar. Ze staat leven brengt niet juist het leven. Dat brengt niemands leven. Keiner wordt zich den eeuwig leven en vrijheid in Jezus Christus kan verdienen door wat zij doen. Dat kan bloos door leven wat God ons schenken deed. Wat we in geloven aannemen doen. En dan, we zijn wieder in 22. Vers, dat zegt, de Schrift aber sagt, dat de ganze Menschheit van de Sien beherrscht wordt. Dat het door geloven kan gegeven worden, wat de verspreken wir, die aan Jezus Christus geloofden worden. Zo wordt wie deze Jesaz. Voor die tijd wat de Juden onder de Jesaz waren, de Jesaz weer zoals een babysitter, een opzichter. Ik weet niet wo je terugdenken kan, vielleicht was je in een grote familie op en de oudere kinderen passen daar op naar de jongeren. Maar je weer van een kleinere familie komen dan en wat vielleicht daar van hier zijn, die kan wat een babysitter is. Dat is een oudere persoon, wat han komen dat naar de kinderen oppassen, tussen de tijden waar de ouderen thuis zijn. De ouderen zijn thuis, die passen op naar dat kind. En dan moeten de ouderen verlaten van de tijd. En dan komt er een andere persoon aan, wat niet part van de familie is. Die passen de kinderen op. Wat de tijd waar de ouderen waren terugkomen doen. En die waren harschen doen over de familie. En dat is wat de Jesaz deed. En 23 vers zegt, eer de geloven kwam, had het Jesaz de hand over ons. Maar ons de geloven zal vergesteld worden. Hij zegt, eer de geloven kwam. Van wat redt hij? De geloven wat we in Jezus Christus hebben. En dan zegt hij, had de Jesaz de hand over ons. Die had de geweld over ons. De Engelse die het even zaten, dat is een guardian. Dat is een opzichter. Die past op voor die wat onder erde harscher is. En dat is wat de Jesaz deed. Wieder in 24 zegt de Jesaz weer door,
uns zu belehren, was Christus kam, dass wir durch den Glauben können, gerechtfertigt worden. So, wenn wir würden mit zurückgehen ans Beispiel von einem Absichter, von einem Babysitter, wo würde es sein, die Eltern nehmen den Babysitter an, haben die Kinder abpassen, dann kommen die Eltern zurück und der Babysitter, die sagen den Eltern, no, ich bin nicht hier, ich bin die, die nicht wollen, die Kinder abpassen. Was für ein Babysitter ist das? Das ist ein Babysitter, der kann nicht, wo sie anpassen wird. So ist es mit der Jesaz. Die Zeit für die Jesaz ist nicht mal hier. Wegen der Eltern sozusagen sind zurückgekommen. Jesus ist gekommen, uns fehlt die Jesaz nicht mehr. Wenn ich reden von der Jesaz, wir denken dann vielleicht so, na, wo können wir dann weiten, wo reichen Artig ist, wenn der Jesaz nicht da ist? Sollen wir dann bis zum Leben wie wollen? Nee, wir sollen uns nie Eltern oder unsere Eltern not folgen, sozusagen. Wir sind Part von Gott in der Familie. Und wir sollen so sehen und dachten leben, was das Part von der Familie sind. Und als durch die Jesus, was der erst uns offenbaren wird, und die Lehren, was Jesus uns geben wird, wo der wie weiten, was reichenartig ist. So dann, wenn wir das Alte Testament lesen, dann, wir sehen, was Gott von den Israeliten verlangen hat. Wenn dort stemmen wird, was Jesus lehren wird, wir können bitte alle verstehen, was moralisch ist. Oder wie der alte Jesaz halten, was in dem Alten Testament sind, die Tiden sind vorbei. Wir tun Jesus Christus noch folgen. 25. Vers sagt es dort. Nu aber, dort Glauben gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter die Absichter, die uns belehren macht. Uns fehlt den Jesaz nicht mehr. Und ich will nicht haben, dass die sollen diese Vers an mich artig verstehen. Das meint nicht, dass wir nicht alle ein Haus fahren und das erste Part von unserer Bibel mitnehmen. Das ist nicht, was Paulus hier lernen wird, das ist nicht, was ich hier sein darf. Aber dass wir an der Jesaz, was in dem Alten Testament ist, uns anhalten, durch der proben Gott zu leben und uns der Radung verdienen, die Zeit ist vorbei. Was ist das Alte Testament dann für uns? Das ist das Wort Gottes. Was krachste Wort Gottes ist das Neue Testament. Aber das Wort das geschrieben wird für die Zeit. Und der Bruch, was Gott für das Alte Testament hat für die Israeliten, ist anders, als was das Alte Testament für uns ist. Das Alte Testament ist du dann für uns, dass wir lernen, wer Gott ist. Gott ändert nicht. So wir sein, wo Gott gnädig wird, wo Gott herrlich wird, und wo Gott leiden wird und wo er treu wird. Die Dinge ändern nicht. Und dann, wenn Gott Jesazen geben wird, was stemmen dann, was Jesus lehren wird, was der Heilige Geist uns offenbaren wird, dann passt das taub, dass wir uns ein deependes Verständnis und Meinung, was recht und artig ist. So ich will von dir schließen, mit uns haltenbarer Denken mit das. Today, wir proben Jesus Christus nur zu folgen. Und proben dann doch auch, die Jesaz zu holen, wo der sie proben, Gott zufrieden zu stellen, die wollen gerade kommen. Du hast Riemen ans Haus, bloß für Eltern oder bloß für den Babysitter. Jesus Christus ist gekommen, uns fehlt nicht mehr an den Babysitter. Weil wir uns holen an Jesus Christus. Er ist uns Radar. Er hat uns frei gesagt von der Jesaz. Und wir sind frei, haben ein Leben in Armen. Wir schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, das Erfahrung, was wir von dir durchgehen, die sind in vielen Wegen. Wir wundern ein klein bisschen, was meinen diese Erfahrung für uns. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann Gott, wir denken, wir fragen, was meint das für mich? Und wir sind dankbar, Gott, dass das Alte Testament dient wird als
vollständig dien wird erst. Und dort geeft erst, dort wie die besser kann verstehen. Aber der Jesaz, was der Moses war geeft, dort ein Bund wie für die Israeliten, Gott, ich bete, dort die was uns openbaren, dort wie frei sind in Jesus Christus. Dann sind er vielleicht so eine Wort, Hand, Menschen rein abgemerkt. Und dann stehen die Alte Testament, Juden Jesazen proben zu hauen, proben Menschen Jesazen zu hauen. Gott, wir weten dort erst nicht ordentlich, es waren wie das Jesaz hauen. Die Zeit, zum Gott proben, zum Nachfolgen der Jesaz, erst vorbei. Jesus Christus ist gekommen. Und in Glauben sind wir erreicht, der Arm. Gott, wenn du von der Sinne sind, was in Zweifel sind, wo sind mit die Stunden dann? Gott, ich bete dort die Wurst, dass Jesaz, was in der Bibel jeft erst, Brücken zum Entwiesen, dass sie kart kommen. Aber dort in kraxende Wahrheit, dass sie sein, wo sie sind mit die. Dort die Wurst in gratere Wahrheit, dort offenbaren, dass sie kann erreicht werden durch Jesus Christus. Weil Jesus Christus hat das erfüllt. Dort, wo der Jesaz verlangt, so dass wir können frei sein von der Jesaz und frei von der Sünde. Wir beten alle das und wir danken dir, Jesus. In Jesus' Namen. Amen.